Und Luther hat gesagt, wenn da steht, das ist mein Leib, dann ist das wörtlich zu nehmen. Und Zwingli hat gesagt, das ist mein Leib oder mein Blut, ist symbolisch zu verstehen, im Sinne, das bedeutet mein Blut und mein Blut oder mein Leib. Das war eigentlich der einzige Unterschied. Und es hat viele gegeben, die vermitteln wollten zwischen den Positionen. Ja? Zum Beispiel der Reformator von Straßburg, Martin Bucer oder auch Calvin später in Genf und Melanchthon, die wollten immer vermitteln zwischen dieser Position von Zwingli und Luther, aber es ist nicht geglückt. И между этими реформаторами была также некоторая разница в понимании, как это происходит. Лютер говорил, что Иисус сказал, что это есть мое тело, это есть моя кровь, поэтому он так и понимал, что значит это уже есть тело и кровь. А Цвингли, например, который был в Швейцарии, он говорил, что это символы тела и крови Иисуса Христа. Это было главное такое их различие, и такие деятели, как Меланхтон, они пытались как-то преодолеть вот это различие, потому что в остальном они были едины. So ist es also passiert, dass man nicht gemeinsam vor dem Kaiser und dem Papst gegenüber sich aufstellen konnte, sondern dass die Reformation unterschiedlich verlaufen ist. Und die Reformation hat in den einzelnen Orten auch einen sehr unterschiedlichen Verlauf genommen. Ich habe schon gesagt, wenn Sie da steht Lutheraner und dann haben Sie hier Reformierte stehen. Das ist die Gruppe, die sich auf die Reformation in Zürich, in Bern, in Genf, in Straßburg und in anderen oberdeutschen Städten bezieht. Und da stehen in Klammern zwei Begriffe, das ist nicht, aber ich erkläre sie hier, da steht Presb und Konk, das heißt Presbyterianer und Kongregationalisten, das ist ganz einfach zu erklären. Presbyterianer heißt, die Presbyter, die Gemeindeleitung ist entscheidend, nicht der Pfarrer, sondern insgesamt die Ältesten sind die Gemeindeleitung. Und Kongregationalisten heißt, jede Kongregation, jede Gemeinde ist selbstständig. Das sind Begriffe, die auf Calvin und auf Zwingli zurückgehen. Also die Reformierten legen größeren Wert auf die Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinde und das Pfarramt ist kein besonderes Amt, sondern ist neben den Diakonen, den Presbytern und den Gelehrten, also diese 4 Ämter, die Calvin kennt. Здесь мы также видим, значит, есть лютераны, то есть на этом дереве такая ветвь, и также реформаторы. Значит, поскольку они не во всем были едины, то они не могли вместе также противостоять католической церкви. И вот выделилось 2 таких направления, и чем было характерно направление реформистское, куда входили главным образом пресвитерианская церковь и конгрегационалистская церковь, это тем, что вот реформистская церковь придавала больше значения самостоятельности общин. Пресвитерианская имела в виду, что все вопросы должен решать совет старейшин, не какая-то глава церкви, а именно совет старейшин. И конгрегационалисты говорили, что каждая община, она должна быть совершенно самостоятельной и определять свою жизнь. So, jetzt haben wir also hier die Lutheraner und hier haben wir die Reformierten. Bei den Reformierten gibt es noch eine gewisse Besonderheit, ganz kurz. Wenn Sie da stehen, unterhalb der Reformierten steht Waldenser und die haben sich schon viel eher als im 16. Jahrhundert von der römischen Kirche getrennt, nämlich schon am Ende des 12. Jahrhunderts. Das war so eine Reformbewegung im Mittelalter, die sich aber nur, weil sie den Papst nicht anerkannt haben, in einigen wenigen Alpentälern, in Savoyen, im Piemont, im Mittelmeerraum und im Hochgebirge konnten die überleben. Und die haben sich dann aber im 16. Jahrhundert den Reformierten angeschlossen, 1532. Deshalb zählt man heute die Waldenser zu den Reformierten. Вот еще есть одна такая особенность, которую не вредно знать.
так называемые вальденцы. Они были в свое время, они не приняли авторитет папы, и на этом основании были отделены от католической церкви, они также подвергались преследованиям, мы могли выжить только в определенных районах, например, в горах. И когда началась реформация с Лютером, Цвингли и другими, то они просто примкнули тогда к реформистской церкви. То есть это Ist heute eine ganz kleine Minderheit in Italien. Gibt noch Valdenser, eine ganz kleine Minderheitskirche. Значит, сейчас есть тоже небольшое некоторое меньшинство. Скажи. Бутылку. Бутылку, пожалуйста. Есть также небольшое количество вальденцев сегодня в Италии, они также существуют. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir die Lutheraner mit Wittenberg, wir haben die Reformierten mit Genf, Zürich, Straßburg, Basel, die eine strengere Reformation auch im Gottesdienst durchgeführt haben, also die Messe völlig abgeschafft. Eine neue Gottesdienstform, wo die Predigt im Mittelpunkt steht. Sie haben die Bilder aus der Kirche herausgeworfen und haben, man kann ganz schlicht sagen, eine radikale Reformation durchgeführt, die bis hinein in die Leitung der Gemeinden und in das Verständnis des Glaubens schon einen Unterschied gemacht hat. И эта реформация, она действительно имела радикальный характер в сравнении с тем, как это было до того. То есть из церкви были удалены все иконы. Само богослужение, оно перестало иметь вид мессы, то есть некоторого такого действия традиционного, а вместо этого была в центр поставлена проповедь. Изменилось так многое, что это просто было разительно. So, wenn Sie jetzt hier diesen Stammbaum anschauen, hier die Katholiken, die Anglikaner, das machen wir weg. Dann kommen die Lutheraner, die Reformierten und jetzt kommt hier noch ein Flügel der Reformation, das Täufertum, da steht Mennoniten, das will ich jetzt erklären. Значит, еще вот здесь в этой же схеме, если мы посмотрим на основные ветви, которые возникли, это, значит, в это время из реформации, то есть это, англиканскую церковь сейчас не будем рассматривать, это лютеранская, реформистская и еще это как бы баптистское и менонитское направление. Тойфертум это как бы крещение баптистское и баптизм хармозагный, Тойфертум. Это как бы о крещении, такое направление крещения и менонитская церковь. So, das passierte so, völlig unabhängig von der Entwicklung in Wittenberg bei Luther, gab es gerade in der Umgebung von Zürich, aber auch an anderen Orten, in Innsbruck zum Beispiel, gab es Bewegungen, die auch die alleinige Gültigkeit der Bibel betont haben und alle diese anderen Forderungen der Reformation. Sie haben nur an 2 Stellen haben sie noch was anderes gefordert. Einmal, sie haben gesagt, man kann, wenn man die Bibel ernst nimmt, nur Erwachsene taufen, nur die Glaubenstaufe praktizieren und nicht die Säuglingstaufe. Und das Zweite, sie haben gesagt, die Kirche und der Staat müssen getrennt werden. Dass dieses Nebeneinander mit Papst und Kaiser, das geht nicht, also Trennung von Staat und Kirche und nur Glaubenstaufe. Значит, эти два направления, которые возникли, они возникли практически почти независимо от того, что происходило через Лютера. Они также приняли все эти доктрины, которые также и Лютер проповедовал, но в 2 пунктах они имели свое совершенно определенное, обоснованное на Библии мнение, а именно, что, во-первых, крещение может относиться только к людям, которые понимают, что они делают, то есть это крещение по вере. Это значит, что
грудные дети и вообще дети не могут быть подвергнуты крещению, потому что они еще не могут верить в соответствии с Писанием. Это одна как бы особенность их. И вторая особенность, что они настаивали на полном разделении церкви и государства или каких-то структур в виде папства, например. Die Tragik ist nun, dass gerade von Zwingli auch in kurzer Zeit diese Täufer umgebracht wurden. Also ein Felix Manz und ein Konrad Grebel sind so frühe Täufer, die hat man in Zürich, also in der Limmat versenkt, getötet, in den anderen Orten. Die Erwachsenen, ja, weil sie keine Säuglinge mehr getauft haben. Und man hat gesagt, es ist gegen das Reichsrecht, was in der Tat, man muss die Kinder taufen lassen. Aber sie haben sonst auch ein Bekenntnis niedergeschrieben. Wenn Sie mal in der Nähe von Schaffhausen kommen, das müssen Sie sich angucken, gibt es einen Ort, der heißt Schleitheim. Und das ist das früheste Täuferbekenntnis, schon von 1527, das Schleitheimer Bekenntnis. Ist umgebracht. Wegen der, weiß ich nicht, weil sie keine Kinder getauft haben. Hat Zwingli gesagt, die müssen umgebracht. И это было настолько трагично и печально, что даже были люди, которые были убиты за то, что они отказались крестить детей. Это было до такой степени, и недалеко от Шафхаузена есть такой город Шлафхайм, где впервые стали применять крещение во взрослом возрасте. Also diese Täufer, ich sage es nochmal, haben die Trennung von Staat und Kirche gewollt, nur die Glaubenstaufe, weil sie gesagt haben, in der Urkirche, in der Urgemeinde, in der alten Kirche sind keine Kinder getauft worden. Und Luther hat gefordert, dass Glaube und Taufe zusammenkommen muss. Wo ist denn der Glaube bei den Säuglingen? Das war das Kernanliegen. И еще раз повторяю, что главное вот это вот намерение этой группы было, еще раз подчеркиваю, что это было полное отделение от государства и также крещение по вере, потому что в первой церкви не крестили детей до того, как церковь стала государственной, и потому что сам же Лютер утверждал, что крещение есть дело веры, и где же тут вера у грудных младенцев. Und die Geschichte der Täufer hat einen schlechten Verlauf genommen, weil sie nämlich fast überall verfolgt wurden. Einzelne haben sich dann nach Holland, in die Niederlande geflüchtet, die sich damals vom Deutschen Reich schon abgetrennt hat. Später sind manche auch nach Russland gegangen und andere später nach Amerika, aber diese Täufer wurden verfolgt. Und jetzt kommt eine wichtige Geschichte, was man von den Täufern meistens nur kennt, ist so ein ganz kleiner Teil, das waren die Täufer in Münster, die sehr gewalttätig waren und in Münster den Bischof beseitigt haben und man würde sagen, einen Bürgeraufstand unterstützt haben. Die kennt man, das Täuferreich von Münster, aber der ganz große Rest, also die weite Mehrheit dieser taufgesinnten Menschen, waren sehr, sehr friedlich. Und an ihre Spitze hat sich ein Mann namens Menno Simons gestellt. Und deshalb hießen dann die Reste, die nicht umgebracht worden sind, so wie die Lutheraner hießen die Anhänger der Täufer dann Mennoniten, zudem in Erinnerung an den Mann, der sich sozusagen die Reste dieser Täufer gesammelt hat. Also dass man einfach, die Täufer waren zwei Gruppierungen, die ganz kleine, die radikal waren, Täuferreich, die Münster, wir haben mal friedlich, die haben. Значит, вот эти все последователи, приверженцы крещения во взрослом возрасте, они в основном были очень мирные люди, только была небольшая прослойка, которая находилась в Мюнстере, которые были очень радикальны, они там восстания устраивали против церкви. А в основном это были люди очень мирные, и один из этих людей, которые вот, были очень привержены этой как бы крещению во взрослом возрасте, это был Менон
Симонс, от которого произошла так называемая Меннонитская церковь. Es gab einen der deutschen Fürsten, der das verstanden hat, dass man schlecht mit den Täufern umgegangen ist. Das war der hessische Landgraf Philipp. Der hat gesagt, es ist doch ein Unding, dass die Evangelischen für sich Glaubens- und Gewissensfreiheit fordern und diejenigen, die nur in der Tauffrage oder in der Frage von Eid, Wehrdienst, Staat, Kirche eine andere Auffassung haben, dass man die umbringt. Das ist ein Quatsch, hat er gesagt. Und deswegen sind die Täufer in dieser Gegend von Hessen, wo ich heute lebe, ist nie ein Todesurteil gesprochen worden. Und Luther und Melanchthon haben das in Wittenberg kritisiert und haben gesagt, die sind gegen Reichsrecht, man muss Säuglinge taufen lassen, das kann man verantworten. Und die haben nicht Täufer gesagt in Wittenberg, die haben gesagt, die Wiedertäufer, die taufen wir nochmal, die müssen umgebracht werden. Очень, конечно, трагичная была история, все это, сейчас трудно нам это представить. Был один, единственный был такой земельный граф в Хессене, который наконец понял, что нельзя за то, что люди по-другому понимают крещение, приговаривать к смертной казни. Но что было трагично, что даже сам Лютер и его последователь Меланхтон, они настаивали на том, что обязательно крестить младенцев, и дело в том, что те, кто придерживался крещения во взрослом возрасте, они исходили из того, что если человек был в младенчестве крещен, то должен быть снова крещен. И за то, что они второй раз крестили, Лютер и Меланхтон настаивали, что они должны быть казнены. Настолько это было, конечно, сейчас очень трудно представить. So, jetzt kommt noch eine Gruppe, die mit den Mennoniten sehr verwandt sind, sehr ähnlich sind, aber nicht ihre Wurzeln im Täufertum, sondern bei den Reformierten haben, nämlich in der Theologie Calvins, das sind die Baptisten. Das ist sehr schwierig. Die Baptisten sind ja auch die Täufer, die haben eine Tradition, weil sie auch nur Erwachsene, also die auch größere Kinder, die zum Glauben gekommen sind, taufen. Die haben aber ihre Wurzeln bei Calvin, und zwar ist das ganz einfach so gelaufen, das können Sie gerade hier in der Nähe von Basel gut verstehen. Calvin musste ja Gent verlassen zunächst, war Flüchtling und ist nach Straßburg geflohen. Und dort war sein Gemeindepfarrer, der Reformator von Straßburg, Martin Bucer. Und Bucer musste später auch Straßburg verlassen und hat die letzten 3 Jahre in England gelebt, war Professor in Cambridge. Aber dieser Bucer, weil der so ähnlich wie Calvin gedacht hat, der hat diese Gedanken der schweizerisch-französischen Reformation mit nach England gebracht. И есть здесь еще одно такое ответвление, которое... Баптисты. Они фактически мало чем отличались от меннонитов, но они имеют другое происхождение, чем меннониты. Они как бы возникли от учения Кальвина, который был вначале в Женеве, потом он должен был бежать оттуда за свое реформистское учение в Страсбург. Там в это время был такой Буц, профессор, который в свою очередь должен был покинуть Страсбург и уехал в Кембридж, в Англии, и который также разделял убеждения Кальвина. Und was passiert ist mit Bucer nochmal? Bucer hat die Theologie von Calvin in England gemacht und die haben das übernommen und jetzt kommt die Kennzahl. И как бы и там в Кембридже он перенял эту теологию Кальвина. И теперь мы подойдем к этому пункту, как баптизм